Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und ja, im heutigen Video sehen wir das Overvoice. Das heisst, Overvoice ist, ich tue jetzt mit dem Mikrofon aufnehmen und dann lege ich das über die schon existierende Videoaufnahme drauf. Und dann ist das sozusagen eine Sprachnachricht auf dem Video als Overvoice. Sonst ist es ja, dass ich live im TÜV aufnehme. Das mal nicht. Nur für die überhaupt keine Ahnung haben. Genau, es geht ein bisschen um das Thema, was ich schon alles gemacht habe, dass ich schlussendlich die Prüfung erreicht habe. Und ich würde mal sagen, wir switchen auf die andere Kamera. Bis gleich. Ja, genau, jetzt sind wir auf dieser Perspektive beim Go-Kart-Fahren. Wie gesagt, nachher kommt jetzt das Video. Es ist so, dass ich drei Sachen sozusagen, 3 Punkte habe, bis ich schlussendlich, also Vorarbeit zum TÜV-Prüfung zu bestehen. Schlussendlich, dass ich bestanden habe. Um was gewesen wäre, wenn ich es nicht bestanden hätte. Ein bisschen so die Gedanken. Und genau, also es ist so, ich habe die TÜV-Prüfung so bei jedem Wetter. Also ich habe leider die Vorbereitung auf das TÜV relativ spät gehabt. Ich finde, wenn wir jetzt die TÜV-Prüfung auch machen, dann müsste man relativ schnell einen Fahrlehrer nehmen und dass man wirklich gerade von Anfang an lernt, um was es geht. Man hat zwar einen Kurs, ja ich weiß, aber bei mir ist es jetzt blöd gewesen, weil ich habe sozusagen wie schon von Null angefangen, schon fast. Also, ja, wie gesagt, gerade wenn man den TÜV hat, gerade Fahrstunden nehmen, gerade Kurs machen, alles richtig Vollgas. Und genau, dann ist es bei mir so gewesen, dass ich eigentlich bei jedem Wetter gefahren bin. Also jetzt, gegen den Schluss an, habe ich ja richtig Gas gegeben. Ich bin fast nie mehr ins Fitness gegangen. Ich bin eigentlich fast immer jeden Tag TÜV fahren. Das heisst, ja, entweder mit dem TÜV arbeiten und dann direkt TÜV fahren oder heimgegangen und dann umgezogen auf den TÜV. Und dann bei jedem Wetter TÜV fahren, haben wir auch extra ein Regenkombi gekauft. Und genau, so viel zu dem. Und dann habe ich sie zum Glück beim 3. Mal bestanden. Es war zum Glück auch so gewesen, dass der Experte relativ nett war zu mir, dass er mir ein gutes Gefühl gegeben hat und ja, dass ich sie geschafft habe, dass er auch, sagen wir mal, das Auge zugedrückt hat, aber für mich ist das jetzt nicht eine geschenkte Prüfung, bis vielleicht böse Leute würden sagen oder betiteln. Ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht zu dem Thema, zum Thema TÜV-Prüfung und was wollte ich sagen? Und ja, genau, dann habe ich die Prüfung geschafft und hätte ich sie nicht geschafft, das ist jetzt noch das Spannendste am Video, hätte ich die Prüfung nicht geschafft, hätte ich den Ausweis wäre bis im Februar gelaufen. Aber bis Anfang Februar und erst Mitte oder Ende Februar gibt es wieder Prüfungen überhaupt. Das heisst, und verlängern habe ich nicht können, das ist wegen Corona, habe ich das schon verlängern. Das heisst, das wird schon mal ausfallen. Das heisst, was ich noch machen könnte, wäre eine beschränkte Prüfung machen und dann 2 Jahre warten auf den Gross. Aber dann könnte ich, wenn ich jetzt sage, okay, komm, scheiß drauf, ich mache A beschränkt, dann könnte ich schon mal nicht mit meinem jetzigen TÜV fahren, beziehungsweise müsste ich dort rüsseln. Gut, okay. Dann müsste ich aber wieder dann müsste ich einen neuen Lehrfahrausweis beantragen, gegebenenfalls neuen Sehtest, gegebenenfalls Nothelfer, weiß ich nicht, ob das könnte sein, vielleicht, ich weiß nicht. Und das wird alles wieder kosten und alles richtig aufwendig sein. Und dazu muss ich dann wieder Kurs machen, ausser die Kurse muss man eigentlich schon machen. Das verlängert den Ausweis dann, aber die Kurse sind ja eigentlich obligatorisch. Das heisst, es würde mal ziemlich viel Zeit und ziemlich viel Geduld kosten. Und das ist eben der Grund, warum ich es so übelst geil finde, dass ich die TÜV-Prüfung bestanden habe. Logisch, allgemeine Prüfung ist geil zu bestehen, ist klar. Aber jetzt in meinem Fall, wie ihr jetzt gehört habt, was alles auf mich zukommt, weil jetzt Saisonschluss ist es noch viel, viel geiler, dass ich es bestanden habe. Weil das ganze Zeug sonst, wenn ich es eben, wie gesagt, wenn ich jetzt die Prüfung nicht bestanden hätte, ich bin auf den letzten Drücker, also ich glaube 2 oder 3 Tage bevor es keine Prüfung mehr gibt, bin ich eigentlich an die Prüfung gegangen das letzte Mal und bin Gott davon, dass ich das geschafft habe. Und ja,
So viel zu dem. Und ich würde mal sagen, wäre es das gewesen, wenn ihr das Video mit dem Go-Kart und wollt zu Ende schauen, dann geht ihr in die Videobeschreibung. Ich habe es hochgeladen, auf nicht gelistet. Und dann würde ich sagen, ja, wäre es das gewesen. Bis zum nächsten Mal, euer Obscuro94. Ciao miteinander.